also habe ich noch nie erlebt. Sie kam in die Heilungsschule, das war in Heidelberg, und dann hat Gott ihr aufs Herz gelegt, zu beten für eine Person, die Epilepsie hat. Und hat von mir gehört, ich habe Jesus zitiert, diese Art von Krankheit fährt nur aus durch Beten und Fasten. Sie hat den Heiligen Geist gefragt, wie lange soll ich? Hörte 3 Tage, hat 3 Tage gefastet und die Person war geheilt von Epilepsie. Versteht ihr? Ich kann euch möchte einfach ermutigen, ich kann jetzt nicht alle Fragen, da könnte man weiter ausholen, aber das ist so mal ein Hinweis. Dann noch etwas Drittes. Was ich oft erlebt habe, Menschen kommen auf mich zu und sagen, ich habe seit 30 Jahren Depression. Habe ich erlebt in Rien bei Basel. Was geschah vor 31 Jahren? Die etwa 60-Jährige sagt, ja, da kam ich in die Schweiz, aus Südamerika. Als Geburtshelferin habe ich gearbeitet und da kam ein Kind auf die Welt mit offenem Rücken. Ich habe den Arzt gerufen, er soll kommen. Er kam nicht. Ich habe nochmal gerufen. Er kam immer noch nicht. Das Kind ist verstorben. Und nachher hat man mir die Schuld zugeschoben. Ich sei schuld am Tod dieses Babys. Hast du schon mal daran gedacht, diesem Arzt, vielleicht lebt er gar nicht mehr, aber hast du schon mal gedacht, ihm zu vergeben? Sie, nein. Sie war katholisch geprägt. Nein. Bist du bereit, das jetzt zu tun? Sagt sie, ja. Hat ihr Leben Jesus Christus ganz bewusst gegeben. Innerhalb 14 Tagen war sie draußen. Aus 30 Jahren Depression. Ich könnte stundenlang erzählen. Die Kraft des Evangeliums, die hat nichts an Kraft verloren. Jesus ist immer noch derselbe. Bitte, ich hoffe, dass das rüberkommt, nicht als Vorwurf, ich habe Dinge falsch gemacht. Nein, als eine Einladung. Mein eigener Vater war über 80, hat ein Leben lang mit sich rumgetragen, dass er als kleiner Junge, die jüngere Schwester, die ist damals an Hirnhautentzündung verstorben. Familie mit 13 Kindern. Und hat sich als kleiner Bub gefragt, bin ich schuld, weil ich die Schwester geschlagen habe, am Kopf oder so. Versteht ihr? Im Streit kann das passieren. Er hat das jahrzehntelang mit sich rumgetragen. Als er hörte diese Beispiele, Heilungsveranstaltung, das war in Frutigen, habe ich gefragt, gibt es Dinge, die ihr lange mit euch rumtragt und denkt, das ist vielleicht schwierig oder hoffnungslos? Und da kam ihm das hoch. Und diese Last auf der Seele wurde frei davon. Es ist 89. Da gibt es Zusammenhänge, Dinge, die jahrzehntelang sind. Jesus Christus kann die lösen in einem einzigen Augenblick. Bitte gebt auf keinen Fall auf. Und noch als Illustration, wir sind vor Jahren mal gewandert bei Comte d'Ixence. Diese ist immer noch die viertgrößte Staumauer der Welt. Also Staumauer, es ist ein Staudamm im Prinzip, mit Gewicht. Staumauer, also das Gewicht hält das Ganze, die ist ja 200 Meter auch tief, nicht nur hoch. Alles Beton, gegossen. Und dieser Stausee, bin ich dort gewandert und plötzlich habe ich den Eindruck, wie der Heilige Geist sagt, schau mal, wenn ihr betet, dann füllt ihr den Stausee. Wann die Schleusen aufgehen, damit die Turbinen angeworfen werden, das liegt in meiner Hand, sagt Gott. Das heißt, kein einziges Gebet, das ihr gebetet habt während 40 Jahren, ist vergeblich. Wirklich nicht. Es kann sein, dass ihr unmittelbar bevorsteht vor einem Durchbruch. Wirklich. Und wir können 40er, auch so eine Zahl. Der Moses, 40 Jahre, der wollte das recht schnell erledigen mit 40. Und wurde zum Mörder. 40 Jahre in der Wüste beim Schafe hüten, er wurde der demütigste Mensch nebst Jesus auf Erden.
Und dann war er quasi mit 80 erst, war er charakterlich an dem Punkt, wo Gott ihn gebrauchen konnte, das Volk Israel auszuführen. Das waren 40 Jahre, die waren nicht vergeblich. Da wurde er geformt, der Moses. Ist für dich okay, wenn wir schließen mit Gebet, mit einem Heilungsgebet von deiner Seite, von meiner Seite? Ja. Wer möchte beginnen? Möchtest du? Ich werde gern beginnen. Ich möchte das so machen, wie ich es auf der Esoterikmesse gemacht habe. Oder in Bern, Heilungsveranstaltung schon vor vielen Jahren. Ich möchte bitten, dass, ich bringe noch ein Beispiel, kleines. Es geht um eine Frau wurde befreit von 50 Jahren Selbstmordgedanken bei so einem Gebet. Wenn du chronische Schmerzen hast oder Krankheiten oder auch was Akutes und es geht, dann möchte ich dich bitten, dass du aufstehst. Eine Hand auf die schmerzende Stelle legst, die andere in die Höhe. Hände in die Höhe heißt einfach Hände hoch. Das heißt, ich ergebe mich, ich komme mit leeren Händen. Es geht nicht um mich, es geht um dich und es ist ein Zeichen, du machst mit aktiv. Und wenn du zu wenig Hände hast, wie damals die Brigitte Neuenschwander von Bern, hatte Fibromyalgie, konnte nicht mehr arbeiten und hat so mitgemacht in so einem Moment und konnte wieder arbeiten nachher. Ich möchte ermutigen, aufzustehen, die Hand auf die schmerzende Stelle zu legen oder die Krankheit ist, ob seelisch oder körperlich. Und wenn du total gesund bist, dann steh bitte auf für eine andere Person, die du auf dem Herzen hast. Und dann möchte ich so beten. Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen von Jesus Christus. Und alles, was jetzt geschieht, die Ehre gehört einzig und alleine dir. Und ich danke, dass ich das so ausdrücken kann, wie es der Petrus bei der Predigt beim Cornelius gesagt hat. Ihr wisst doch von Jesus, der umhergezogen ist, gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft, der Gutes getan hat und Kranke geheilt hat, indem er sie aus der Macht von Satan befreit hat. Und darum, ich nehme die Autorität von Jesus Christus in Anspruch. Im Namen von Jesus Christus müssen Krankheiten gehen jetzt. Schmerzen müssen verschwinden. Behinderungen müssen gehen. Im Namen von Jesus, ob es Bewegungseinschränkungen sind oder Schwierigkeiten im Konzentrieren, sich konzentrieren zu können oder was genau ist. Oder ein tiefer seelischer Schmerz. Im Namen von Jesus möchte ich dich daran erinnern, Jesus hat am Kreuz alle Schuld getragen, alle Krankheiten auf sich genommen, auch die seelischen Leiden. Und hat dir auch alles vergeben. Ich spreche dir auch Vergebung zu im Namen von Jesus Christus und sage, du bist jetzt auch frei, anderen von ganzem Herzen zu vergeben. Auch wenn du sagst, nein, dieser Schmerz ist so stark, ich kann das wohl nie vergessen. Ich kann nicht vergeben. Lüge, du kannst. Jesus befähigt dich jetzt. Es sind deine Erinnerungen, die da schreien. Es ist die innere Verletzung. Im Namen von Jesus, die innere Verletzung soll jetzt heil werden in deinem Herzen. Sollst du heil werden. Befähigt jetzt wirklich zu vergeben. Und in dem Sinne auch positiv zu vergessen, dass es dich nicht mehr belastet. Und ich möchte mich all den Gebeten anschließen, die in dieser Region gesprochen wurden in Erweckungszeiten und sagen, Jesus Christus, du bist immer noch derselbe und diese Gebete wirken immer noch nach, dieser Glaube wirkt immer noch nach und wird ganz jetzt auch erneuert. Freiheit im Namen von Jesus, Heilung im Namen von Jesus, Wiederherstellung im Namen von Jesus. Und wenn jemand hier ist und sagt, ja, ich stehe hier, weil ich so tief verletzt bin von der Scheidung oder tief verletzt bin, was da im Moment schief läuft in der Familie, in der Verwandtschaft oder auch am Arbeitsplatz. Gottes Friede soll reinkommen in die Situation, übernatürlich. Ich spreche zu diesem Berg
von Unfriede, von Streit. Das soll ins Meer versenkt werden, soll Friede reinkommen, Wiederherstellung. Dinge, die nur Gott tun kann. Erwarten wir, dass das geschieht zu seiner Ehre. Amen. Ich möchte das auch abschließen. Dreieinige Gott, bitte verleihe uns maximale Charakterstärke, wie deinem Sohn Jesus. Ja. Ich bitte dich um vollständige Heilung an Körper, Seele und Geist. Ja. Wir leisten auch Fürbitte für alle, die heute nicht hier sein können. Bitte bete jetzt im Stillen für jemanden, von dem du weißt, dass sie oder er einsam ist, süchtig oder hoffnungslos oder sonst Schmerzen hat. Wir bringen dir nun jetzt diese Menschen und wir bitten dich um dein Eingreifen. Wir nehmen auch Psalm 107, Vers 20 in Anspruch, wo du versprichst, er sandte sein Wort und heilte sie. Oh ja. Er rettete sie aus ihren Gruben. Amen. Amen. Ich habe noch 2 Bibelverse, die möchte ich mit auf den Weg geben. Sie können sich setzen. Die dürfen sich setzen, ja, dürfen Platz nehmen. In Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Nicht ein totes Opfer, wir leben ja, Gott sei Dank. Dass wir uns hingeben, Gott zur Verfügung stellen. Und dann steht noch, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also der Gottesdienst, der erweitert sich jetzt. 7 Tage die Woche, rund um die Uhr. In dem Sinn, versteht ihr? Wir geben uns Jesus Christus hin. Er darf uns hinsenden, wo er möchte. Er kann uns führen und leiten, wo er möchte. Und jetzt kommt noch das Geheimnis. Wie wir diesen Gottesdienst feiern, rund um die Uhr, stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Alle, die sich fragen, wie ist denn Gottes Wille? Hier steht's. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Diesen Sachen dürft ihr nachsinnen, nachbrüten, überlegen Tag und Nacht. Das ist der Gottesdienst. Und in dem Sinn ein wunderschöner Gottesdienst.